Bonjour, merci, dass der Astrid Lülling TV am Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. Vom 1. bis zum 4. März findet zu New York bei der UNO eine Konferenz über Gleichstellung von Frauen und Männern statt. Sie heißt Peking plus 15, das heißt, sie beschäftigt sich damit, was für ein Fortschritt es gab oder auch nicht, aufgrund von der Aktionsplattform, die auf der 4. Weltfrauenkonferenz angeholt wurde, die am September 1995 zu Peking stattgefunden hat. Der Zugang eigentlich mit der ersten Weltfrauenkonferenz 1975 zu Mexiko. Da hat Lützeburg keine Delegation, man hat einen Ambassadeur von Washington geschickt, 1980 zu Kopenhagen, 1985 zu Nairobi, 1995 zu Peking. Ich war außer Mexiko bei all den Konferenzen an der Lützeburger Delegation dabei und habe noch zu New York und der Konferenz Peking plus 5 teilgenommen. Ich war auch an der Delegation, die das Europaparlament bei der UNO-Konferenz auf Peking plus 15 schickt. Hun aber leider, wenn es engem Sciatikproblem müssen abgehen, die schwere Reise auf New York war nicht dran. Meine Kollegin Christa Klaas hält und der Konferenz den, so wie auch schon bei Peking plus 5, immer wenn das Europäische Parlament und so Konferenzen dabei ist, und noch an der Delegation, die Intérêt von der EU da vertritt, gibt es Demand da. Und den sich die Delegation zu halten wird, auch für das die Europäische Union an den Fragen, wo sie kompetent ist, mit enger Stimme schwätzt. Weil es sich an diesem Fall um Probleme von Gleichstellung von Frauen und Männern handelt, hat die Kommission für die Rechte von der Frau und Gleichstellung von der Geschlechter vom Europäischen Parlament eine Resolution ausgeschafft, die den 25. Februar zu Brüssel an der Plenarsitzung vom Europäischen Parlament angeholt wurde. Bei mir am Studio ist meine Kollegin Christa Klaas von der Deutschen Musel. Wir schaffen nicht nur an den Weindossieren zusammen, sondern auch am Frauenausschuss. Und sie ist als Berichterstatterin für diese Resolution, erfährt natürlich auch auf New York, und ist sie ganz traurig, dass sie nicht mitkommt. Vielen Dank, Christa Klaas, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuschauer und Zuhörer zu informieren über diese wichtige UNO-Konferenz. Wir beide setzen uns ja schon seit 1994 zusammen ein für die Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Männern und Frauen. Wir haben ja Gott sei Dank in der Europäischen Union eine solide Gesetzgebung in Form von Richtlinien, aufgrund derer in vielen Ländern, ich muss sagen auch in Luxemburg, gute Fortschritte erzielt werden konnten. Das war seit 1975 für uns eine willkommene Schützenhilfe. Die UNO-Aktionsplattform, die gilt ja für alle Länder in der ganzen Welt, kann uns die angesichts der großen Unterschiede, die es in Bezug auf Gleichbehandlung, Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Welt gibt, kann die uns dann eigentlich in Europa noch weiterhelfen? Also zuerst, Astrid, wir werden sehen, wie wir in New York ohne deinen großen Erfahrungsschatz zurechtkommen. Das wird sicherlich nicht einfach. Du wirst uns fehlen, weil du eben die Folgekonferenzen alle auch mitgemacht hast. Auf Peking aufbauen, das sind jetzt 15 Jahre her. 189 Staaten der Welt haben diese Plattform unterschrieben. Dann fragt man sich natürlich, was ist passiert in den 15 Jahren? Und wenn wir jetzt hier im Europäischen Parlament das alles noch einmal Revue passieren lassen und darüber diskutieren, dann erreichen wir auch, dass wir das ins Bewusstsein der Menschen wieder hineinbringen. Gleichstellung immer anlässlich eines Internationalen Frauentages zu diskutieren, ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist natürlich auch, wie stellen wir unsere europäischen Errungenschaften, die wir ja haben, die wir auch, wo wir auch stolz darauf sein können, wie stellen wir die dann in diese Waagschale weltweit? Sicherlich können wir auf der einen Seite von den Frauen der Welt etwas lernen, aber wir haben auch etwas mitzuteilen. Und zum anderen gibt es uns natürlich auch die Gelegenheit, wieder in uns zu gehen und unsere eigenen Unterschiedlichkeiten und
27 Mitgliedstaaten auch noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Und diese Diskussion treibt natürlich diese Weltfrauenkonferenz, die wir jetzt in New York haben, auch mal wieder an. Ja, aber in unserer Resolution, die wir angenommen haben, und du bist ja unsere Berichterstatterin, da heißt es, die strategischen Ziele der Aktionsplattform von Peking, die wären trotz aller Bemühungen bislang auch nicht umgesetzt worden, also aber nicht zufriedenstellend. Das heißt, dass Ungleichheit, Geschlechterstereotype fortbestehen und Frauen in den in der Plattform angesprochenen Bereichen weiterhin eine den Männern untergeordnete Position einnehmen. Das stimmt ja auch in der EU. Das stimmt. Wir stehen auch immer wieder vor neuen Herausforderungen. So ist zum Beispiel auch die alternde Gesellschaft. Im Besonderen auch kommt es auf die Frauen zu. Denn Frauen werden Gott sei Dank älter und sie haben auch dort einen anderen Standpunkt. Wir sind nicht gleich im Lohn, auch in Europa nicht. Wir haben nach wie vor Unterschiede von bis zu 23% im Durchschnitt. Das ist viel zu viel. Da müssen wir auch hier noch daran arbeiten. Also Gleichstellung ist auch in Europa noch lange nicht an dem Ziel. Wir sind auf einem Weg. Und diesen Weg jetzt auch noch einmal zu dokumentieren. Das ist jetzt auch die Aufgabe, das haben wir jetzt im Parlament getan, da noch einmal darauf hinzuweisen. Und wenn man Gleichstellung hier im Hause sieht, im Europäischen Parlament heute Morgen, nehmen wir die Putzkolonnen, die auch hier sind. Dann sind es die Männer, und da war ich immer ganz stolz, die jetzt den Staubsauger auch hier schieben. Wir haben also Gleichberechtigung, wir haben auch Männer in den Putzkolonnen. Und wir haben Frauen in den Generaldirektionen. Das auch, aber noch viel zu wenige. Aber nehmen wir dieses Beispiel einmal. Dann hat man das automatisiert. Die Männer sind, das ist ja auch gut, wenn Männer und Frauen gemeinsam an einem Ding arbeiten, an einer Sache arbeiten. Dann gibt es jetzt diese Wagen, die jetzt den Staub saugen. Aber hast du schon mal eine Frau auf diesem Wagen gesehen? Nein, die Frauen haben nach wie vor den Lappen in der Hand und die Männer fahren jetzt mit diesen motorisierten Staubsaugern. Also Gleichstellung ist auf allen Ebenen immer auch etwas, was die Frauen selber auch durchsetzen müssen. Und dann werden diese Männer auch noch besser bezahlt als die Frauen mit dem Lappen. Das ist wahrscheinlich auch noch so. Und da müssen wir immer auch im Bewusstsein und im Gespräch bleiben. Das ist das Wichtige. Und da denke ich, da wird diese Konferenz jetzt auch dazu beitragen und vor allen Dingen auch die Diskussion, die wir hier im Parlament führen. Ja, denn wir benutzen ja diese Entschließung, die du also als Berichterstatterin mit ausgearbeitet hast, um wieder eine Reihe Forderungen auch an die EU-Kommission zu richten. Die kommen mir aber so bekannt vor. Glaubst du, diese Entschließung wird uns auch weiterhelfen? Gestern Abend hat ja, als die Debatte hier stattfand, die luxemburgische Kommissarin, die jetzt zuständig ist, Viviane Reding, auch ihre Stellung bezogen. Und sie wird ja auch in New York dabei sein. Warst du zufrieden? Ja, doch. Also ich setze schon auch hier auf ein gesetztes Verständnis. Denn wir haben natürlich die Unterschiede im Parlament. Die Linken, die ganz Rechten, die natürlich extreme Forderungen stellen. Und wir müssen gerade auch in der Gleichstellungspolitik ein gesetztes Maß haben, damit wir gemeinsam mit den Geschlechtern, mit Männern und mit Frauen, und das ist ja auch unsere Sache in der Resolution, dass wir sagen, wir müssen die Männer und die Frauen mit ins Boot kriegen. Nur dann können wir Gleichstellung weiterhin auch nach vorne treiben. Was hilft es uns, wenn wir mit ganz radikalen Forderungen, und es ist nicht nur die Forderung der Sozialisten und der Grünen und Linken, zu sagen, wir müssen für die reproduktive Gesundheit der Frauen uns einsetzen, und man meint dahinter die Möglichkeit der Abtreibung. Das ist nicht unser christdemokratisches Verständnis. Ja. Und das sind auch nicht die Schwerpunkte in der Resolution. Die Schwerpunkte sind tatsächlich, dass Frauen und Männer gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, im Berufsleben und all diese Dinge. Ja, ich bedauere, dass immer wieder das hochkommt mit der sexualen und, wie sagen Sie, reproduktiven Gesundheit. Ich habe da gar nichts dagegen. Aber die meinen Abtreibung. Ja. Abtreibung frei, ganz einfach. Also ich muss sagen, ich habe zur Abtreibung ein ganz bestimmtes Verhältnis. Denn wir machen auch jetzt in Luxemburg eine Reform mit sozialer Indikation. Wenn es die 1929 gegeben hätte, dann säße ich nicht hier. Dann hätte meine Mutter mich
ohne irgendwelche Gewissensbisse zu haben, ganz einfach abtreiben können, denn sie hatte schon 3 Kinder und es war Krise und so weiter. Also man muss schon wissen, wir sind für Familienplanung, aber Abtreibung darf nicht die prioritäre Familienplanung sein. Das wollen wir auch in New York klar machen. Vielen Dank, Christa, dass du hier warst. Und ich so eine merci, dass du noch gelauscht hast, da bist geschwind.